genug geredet, jetzt werden die Teams vorgestellt. Team Nummer 1. The Paulfuckers, Adi Totoro und Jontan! Mon amour, c'est la Suisse. Meine Leidenschaft, Passion. Und ich sage euch warum, pourquoi cet amour. Wahnsinn! Applaus. Das war schon mal eine 10 von 10, der Eindruck. Achso, natürlich. Hallihallo, ich gebe dir mal die linke Umarmung. So, ja, toll, das haben wir richtig gut trainiert. Komm mal her. Den Einlauf, habt ihr den gerade zum ersten Mal gemacht oder habt ihr den geprobt vorher? Also wir haben den tatsächlich nicht geprobt. Wir haben ihn vorhin einmal gemacht. Wir können das mal kurz zeigen. Jo lo lo lo, jo la 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 la. Ja, und dann so weiter. Das war Engelsstimme. Also wenn ihr genauso gut an der Dartscheibe später seid, dann seid ihr ganz vorne mit dabei. Du machst die Soundeffekte, warte kurz, ich gehe ans Orki und dann gehe ich hier und los. Gut. Super. Somit geht es weiter mit Team Nummer 2. Gurkensalat, Paulo Muck und Frege Paul! Paul hat eine Flöte zu Hause, die Geschichte kannst du mal selbst erzählen. Ja, genau. Ich spiele Flöte in meiner Freizeit und das ist tatsächlich mein Lieblingssong. Und den spiele ich immer, wenn unten Leute vorbeilaufen an meine Tür. Die zwei Veranstalter, Adi, Paul. Erstmal vielen, vielen Dank für den Darts Creator Cup 2024. Was ihr hier aufgebaut habt, also natürlich nicht alleine, das ganze Team hat hier eine Riesenleistung gebracht. Also es sieht mega professionell aus. Mindestens genauso gut wird auch später professionell gespielt, oder gleich? Ja, sicher, na sicher. Wie kamt ihr auf die Idee, den Darts Creator Cup 2024 heute hier zu starten? Also Adi und ich, wir zocken schon so ein bisschen länger zusammen, immer natürlich im Winter, wenn die WM ist, dann ein bisschen intensiver Darts, auch online zusammen und haben uns dann immer ausgetauscht und dann habe ich irgendwann gesagt, jo, war natürlich meine Idee, lass natürlich machen. Und ja, dann vor einem Monat dachten wir uns, jetzt ist definitiv noch genug Zeit, um das auf die Beine zu stellen. Wir wollten schon immer mal in den Alley Perli gehen. Ich bin so ein Moderator, ich will in den Alley Perli gehen. Wir können gerne Rollen tauschen, wenn du willst. Und wir haben immer gesagt, ja, machen wir mal, gehen wir mal, bla bla bla, haben wir halt nie gemacht, obviously. Und dann haben wir halt gesagt, bauen wir unser eigenes Dingsbums auf, wo man Dart spielen kann, laden ein paar Freunde ein, die zum Teil spielen können, zum Teil nicht. Und dann gucken wir, was passiert. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir hier. Es ist Zeit für Team Nummer 3. Lang und länger, Merle Perle und Noah Z. Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe ein Lied für dich und kann dich lernen sehen. Ich hab mich verknallt in dich. So, jetzt erstmal runter hier. Schön. Lang und länger passt bei euch tatsächlich. Wie groß bist du, Noah? 2 Meter. Du, Merle? 1,84. Wow, das ist schon nicht schlecht. Und du hast sie jetzt ganz easy getragen. Dein Nacken ist ein bisschen rot, aber hast du ausgehalten, ne? Hatte sie auch tatsächlich 5 Minuten zuvor noch drauf. Ihr habt hier noch ein bisschen gequatscht. Hab jetzt vor ungefähr einer Woche Red Dead Story gespielt. Und da gab es halt auch als Nebenquest Dart spielen. Also meine einzige Vorbereitung ist Dart in einem Videospiel. Und wir machen weiter mit Team Nummer 4. Die scharfen Schützen, Marvin TSP und Khan ETM.
schon. Vor allem Kahn, bei dir gerade, als du das erste Mal so gemacht hast. Mach das nochmal bitte für so. Marvin, du auch? Okay, alles klar. Hier, die scharfen Schützen, muss ich jetzt gar nicht groß fragen. Ihr seid offensichtlich scharf unterwegs. Ja. Und mit den Schützen, meint ihr jetzt die Dartscheibe? Oder also habt ihr viel trainiert für den Darts Creator Cup 2024? Also absolut unvorbereitet, ne? Also aber wir kriegen das hin. Wir machen weiter mit Team Nummer 5. Team C. Emily Furz und Maus. Okay, Mo hat kurz vorher schon aufgehört, hat keinen Bock mehr gehabt. Wie gut seid ihr vorbereitet oder wie schlecht seid ihr vorbereitet? Boah, ich habe mal tatsächlich 2 Jahre in einem Büro mit Revi und Shodi relativ oft Dart gespielt. Auf einer Elektroscheibe ist nochmal was anderes. Ja, heute machen wir ja mit Stil, also ne, mit diesen Stilpfeilen. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen geübt, mir tut der Arm schon weh. Team Nummer 6. Die Bromance Daddies, Nick und Leon! Yeah! Let's go! Ho! Let's go! Make it hot! Come on! Let's go! Rock! Rock! Say what? Rock! Let's go! Also wir sind schon hart intensiv in die Vorbereitungen gegangen, kurz aber intensiv. Aber die Wahrheit ist, meine Dartscheibe, das sind glaube ich die schlechtesten Trainingsbedingungen von allen. Die standen auf dem Parkplatz, ich hatte seitlichen Wind, Regen, ich habe ständig in das Regal reingeworfen. Wir machen jetzt weiter mit Team Nummer 7 und ich sehe schon, die beiden sind extrem gut gekleidet. Team Nummer 7, verschwitzt! Mailo Romani und Stefan Gehrig! Kommt halt her. Jetzt hätte ich mein Deutschland-Trikot anziehen können. Wobei ihr wahrscheinlich aktuell die bessere Mannschaft seid als die DFB 11. Aber anderes Thema. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Rucksack von ihm, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Karten. Natürlich auch wegen dem Schweizer Trikot. Wir haben heute schon gut geübt. Also wir waren zeitig hier, pünktlich hier und standen jetzt schon eine Stunde an der Scheibe. Und es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Aber ja, mal schauen. Und somit kommen wir schon zu unserem 8. und somit letzten Creator-Team beim Darts Creator Cup 2024. Ich sehe schon, sie machen sich ready, die 2 Boys. Sie nennen sich 2 Vermengte, Philo und Samek! Yo, muss ich Angst haben vor euch oder wie sieht's aus? Alles entspannt? Dann holt euch mal hier so ein Mikrofon, dann könnt ihr euch hier neben mich stellen. Ihr seht ja aus wie so 2 Bodyguards heute Abend. Ihr seid selbstsicher, also wollt ihr eher, dass die anderen euch unterschätzen und dann seid ihr am Ende hier an der Dartscheibe und macht die alle platt? Oder in erster Linie wollen wir, dass die Leute uns verdammt nochmal cool finden. Denn das sind wir. Wir sind verdammt cool. Das sieht man auf jeden Fall auch. Euer Ziel für heute Abend? Nicht als Erster rausfliegen. Ja, das wäre wichtig. Ich habe gehört, wenn wir jetzt die erste Runde verlieren, sind wir sowieso nicht draußen. Das gibt uns schon mal ein bisschen mehr Confidence Boost. Aber genau, zu den Regeln komme ich gleich nochmal, aber es ist wirklich so, die Gruppenphase wird gespielt und alle kommen dann auch ins Viertelfinale. Schön, dass ihr da seid. Geht gerne nochmal an die Practice-Wand und dann sehen wir uns gleich in der Gruppenphase und guten Appetit noch. Danke. 2 Vermengte, Philo, Zabex, auch mit am Start. Das waren sie, unsere 8 Teams. Wir sind aber noch nicht fertig mit der Vorstellung. Wir brauchen natürlich auch noch Schiedsrichter, die sich hier auch richtig gut mit dem Sport auskennen. Diese Schiedsrichter, die darf ich jetzt begrüßen. Einmal Christian und Oliver von Let's Play Darts. Und der Pokal wird auch direkt mitgebracht. Ich bin der Oliver. Du bist der Olli?
Dann bin ich der Christian. Ja, stimmt, natürlich. Wir haben nämlich noch einen jungen Mann eingeflogen, quasi direkt aus London, von der Darts-WM 2024. Vom Ellipelli ist er hierher gekommen und auch noch Europas größte Darts-Influencerin. Und die beiden hören auf die Namen Sarah Milkowski und Andres Salazar. Dass ihr da seid. Du warst gestern noch in London im Ellipelli beim Finale von der Darts-WM 2024. Erzähl mal ganz kurz. Also ich meine, wir haben es ja schon für alle, die nicht da waren, durch den Bildschirm gemerkt, was da für eine Stimmung ist. Ist vielen ja gar nicht klar, was da bei Darts abgeht. Also erstmal, ich bin froh hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, also Ellipelli, Darts-Weltmeisterschaft ist immer eine absolute Legende. Es ist eine riesengroße Party. Ich kann sagen, wenn ihr mal dort seid, die Halle, es stinkt ein bisschen, ne? Also da wirklich 3 Wochen wird er durchgesoffen. Wir haben ihn geehrt, Luke Littler, mit unserem Einlauflied. Normalerweise würde ich irgendwas Spanisches hören, Tengo la camisa negra oder so. Oh Gott, hör mir auf. Aber es war... Das war schon krass gestern. Ja, also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Luke Littler, 16 Jahre jung, das erste Mal überhaupt, glaube ich, in der Endrunde von einer das WM. erste Mal überhaupt dabei. Das erste Mal überhaupt dabei und dann bis ins Finale geschafft. Am Ende, woran hat es bei ihm gescheitert? Der Druck, der war dann auf einmal da, also das erste Mal überhaupt im ganzen Turnierverlauf. Die Spiele vorher hat er relativ souveräne Spiele, wenige Sets abgegeben. Gegen Rob Crosslager zum ersten Mal hinten, hat dann souverän gewonnen. Genau. Und dann gab es diese eine entscheidende Szene, es steht 4-2 für Luke Littler. Er hat 112 Rest, wirft die Triple 18, will die Single 18 für Double Tops. Trifft nochmal die Triple 18, hat dann 4 Rest, fragt dann Russ Bray, den Caller, die Legende, so, Russ, was habe ich Rest? So 4-4. Überlegt er noch mal kurz und dann wirft er das Ding an den Draht, wirklich 1 Millimeter. Statt 5-2 steht es dann 4-3, weil Humphreys direkt den nächsten checkt. Und dann hat er keinen einzigen Satz mehr geholt. Und diese Szene wird sich, glaube ich, auch noch einbrennen. Ja, hier in den Kommentaren steht schon Doppeltops. Ja, die Briten sagen das so. Man sagt Tops, aber ich weiß nicht, die Briten sagen immer Double Tops. Double Top. Oder nur Tops? Tops oder Double Top. Ja, genau. Ohne S. Also ihr merkt schon, alle diejenigen, die sich mit Dart auskennen, haben jetzt Andres verstanden. Sarah Milkowski und Andres Salazar. Bis gleich.